Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Jo, das Horrorklavier ist jetzt erstmal weggebotzelt. Das heißt, wir haben nur wieder die Auswahlmöglichkeit. Also, Aare zu und durch. Okay, das ist nur so ein kleiner Raum. Ich wollte übrigens Achemol. Ich hab's gemerkt, ich werde die Musik ein bisschen machen wir mal so die Musik und die Effekte ein bisschen höher machen. Dann habt ihr auch mehr davon, weil ich habe gehört, dass das wunderschöne äh, Piano-Stück, was man da im dritten Teil oder im zweiten Teil, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall in irgendeinem Teil hat man so ein wunderschönes Piano-Stück gehört. Und ihr habt es leider nur sehr schwer hören können, nämlich, deswegen mache ich doch das Sound ein bisschen hoch. Der hat mich am Anfang nur im Hauptmenü ziemlich erschlagen durch der Sound. Von daher, jo, hoffe ich, dass ich das so jetzt beheben kann. Die Effekte müssen ja nicht ewig laut sein. Aber die Musik will ich eigentlich zumindest hochschrauben, weil die Musik ist genauso wie das Optische, was man hier an Bilder sieht, absolut großartig und sollte nicht so in den Hintergrund rücken. Das ist es echt nicht wert. Also das hat es echt nicht verdient in dem Fall. Das ist es natürlich sehr wert. Sieht man irgendwas Hässliches im Hintergrund? Nee. Okay. Was zur... Igitt, was war denn das? Ach du Scheiße. Ach du liebe Zeit, habt ihr das gesehen? Wie sich die Person so ruckartig so, bewegt hat. Wer war das? Warum? Und wer bewegt sich so durch ihr Haus? Für Teufel? War das vielleicht die bucklige Magd? Die für uns arbeitet? Oh Gott. Jetzt passiert doch bestimmt auch wieder irgendeine Teufelei. Sieht es hinter uns noch so aus, wie es aussehen soll? Oder? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Okay, was steht da? Kreative Blockade, ja, so kann man es nennen. Will ich sehen, will ich sehen, will ich sehen, was passiert, was passiert. Okay, die Wand kommt näher. Und hier, nix. Nein. Ich drehe mich einfach so lange im Kreis, bis was... Oh, du Scheiße. Natürlich, natürlich müssen wir hier durch den düstere Gang mit dem Fussellicht. Oh, Mensch. Mensch. Jumpscare Ahoy, Jumpscare Ahoy, ich weiß es genau. Geronimo! Uah, ja. Okay. Herr Uff mit deinen Geräuschen. Da kommt man. Okay, da ist irgendein Transvestitor hier abgebildet. Oder der Jorge González, so sieht er ein bisschen aus. Oh Gott. Will ich wissen, was passiert? Oh, wir sind in einem Zimmer. Plötzlich. Okay. Nehme ich mal so hier als Gever. Da sind wieder irgendwelche Briefe, die ich nicht lesen kann. Oh. So langsam kriege ich Schiss, mich umzudrehen. Jetzt mal. Oh. Oh, jetzt sind wir in dem Zimmer. Jetzt sind wir plötzlich in dem Zimmer drin. Okay. Irgendwie habe ich mittlerweile richtig Schiss, mich umzudrehen. Weil jetzt scheint es richtig abzugehen. Jetzt drittes Level, das ist Halbzeit. Also 6 Level haben wir ja insgesamt. Ja, der Jorge González wieder. Und ich glaube, jetzt fängt das Spiel so richtig an aufzudrehen. Ah ja, da ist es wieder. Nicht vergessen. 9. Juni um 14 Uhr. Das haben wir noch im Schirm. Von der zweiten Episode oder so war das, glaube ich. Oder nee, Quatsch, in der dritten Episode war das. Da haben wir das ja gesagt gekriegt. Der 9. Juni um 14 Uhr. Nicht vergessen. Das war sein Hochzeitstag. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da stelle ich zu schief, du dappisches Ding. So, geht doch. Okay, da ist wieder das Arm Magdalene. Geht. Okay, da ist also der. Hui, ich muss mal viel Mut zusprechen. Und muss... Du Scheißtür, ich hasse dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf mit so einem Quatsch. Mann. Alter Falter. Ey, das ist doch krank. Wer macht dann Sprengsätze an die der? Das gibt's doch gar nicht. Oh, Mann. Ich hasse euch hier alle. Und dich am meisten, du Holzbär-Widerling. Uah. Dass du mir den scheiß Albtraum hier bescherst. Ich könnte dich grad kloppe. Oh, ich kenn da grad die Eier bunt trete, du Dappschädel. Oh, Mann. Was ist dort drin?
15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Oh oh. Klingt nicht so gesund. Boah, bitte passiert jetzt nichts. Bitte, 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 bitte. Passiert jetzt nichts. Ich mag das nicht. Ich will das auch nicht. Ich will das auch nicht. Uah. Okay, da haben wir wieder was. Was ist da? Uah. Wir lösen. Das sind wir wieder in dem Schizophrenie-Zettelzimmer. Jetzt ist da ein neuer Zettel drin. Den können wir aber nicht lesen. Und da sind Domino-Städte drin, finde ich cool. Uah, das haben wir früher immer gespielt, wo ich ein Kind war. So mit der Oma Domino gespielt. Das war immer schön. Ach Gott, wäre ich da wieder in solche unschuldige Zeiten. Um Himmels Willen. Okay, da sind wieder die berühmten Bücher. Fliegen die jetzt auf mich zu oder irgend so ein Quatsch? Okay. Lassen wir das jetzt mal gut sein. Ich will mich irgendwie so richtig umdrehen, um ehrlich zu sein. Wow, wow, wow. Geht das auf? Ja, geht doch auf. Du Knetkopf mit Pinsel drin. Okay. Ja, Allah. Wieder lauter schöne Doppelkopf-Gemälde. Die Kraft von Doppelkopf. Bum, bum. Zauberschrank mit wie ist das Sache drin? Nee. Oh, ihr merkt es mir wahrscheinlich jetzt auch, dass ich total aufgedreht bin. Jetzt fängt das Spiel halt so richtig Gas zu geben. So allmählich. Okay. Okay. Ich mag trotzdem noch die Anna-Dare checke. Bitte lass mich die Anna-Dare checke ohne einen hässlichen Jumpscare. Dankeschön. Licht A und dann Jumpscare? Wie wärst du damit? Ich weiß nicht. Okay. Wow. Wow, okay. Da kommen wir noch irgendwo hier. Da mag ich aber erstmal der dort drüber checke im Krebsgang am besten. Ist dort. Okay. Schizophreniezimmer. Ich glaube, das sind wir richtig. Idioten. Blinde Narren, Kretins. Undankbare. Ja, Ingrates, Undankbare. Das kann ich jetzt gerade nicht so wirklich lesen. Und ich habe auch gerade ziemlich Bammel, um ehrlich zu sein. Ignoranten. Igitt. Blinde Narren. Kann ich mit dem irgendwas machen, mit dem Bild? Tatsächlich. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Okay, reizend. Jetzt kennt man auch die Geschichte hinter dem sehr verstörende Bild von dem realistischen Mensch, wo ich schon gesagt habe, das sieht aus wie die römische Plastik trunkene Alte aus der Glyptothek in München. Und nach schön, wie du das Fensterschatterlicht hier noch drauf knallt. Boah, geil. Geil, 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 geil. Okay, jetzt haben wir da wieder was erfahren, was ich auch ziemlich cool finde. Hier ist jetzt wieder zu, oder? Ich gehe mal so ganz langsam durch hier und am besten so einen Krebsgang, wenn möglich, damit ich nichts sehen muss, was da passiert. Okay, jetzt sind wir in einer Bibliothek gelandet. Boah, ich liebe ja sowas, ohne Witz. Ich liebe das total, so große Bibliotheken. Und gerade wenn sie auch mehrstöckig sind, oh, da könnte ich ewig verbringen, solche Dinger. Okay. Da geht's runter. Und da ist was, da blinkt was. Der Schlüssel. Müssen wir mal gucken, ob wir die Leder da rüber geschoben kriegen an der Stange. Da ist natürlich zugeschlossen. Okay. Ich glaube, ich bewege mich nur noch rückwärts und im Krebsgang. Das ist ja... Oh, ich will es gar nicht wissen, was da passiert. Ich will es gar nicht wissen. Lass mich einfach in Friede. Bom, bom. Wow, die Geräusche von seinem Schritt sind trotzdem nach wie vor auch künstlerisch zu interpretieren, die ich schon fast sage, eher als Herzschlag. Was ja mehr oder weniger hier symbolisiert, dass da hier die Muffe geht. Und ja, dass der Herz ganz schön bummt, also meins zumindest. Die Flitzekacke habe ich zwar noch nicht. Ich habe noch keine Leverknödel in der Hose, aber das kann sich irgendwann auch noch ändern. Das ist wieder so Shenny Alti Pfeif. Ich rauche ja auch sehr gern Pfeif.
Und ich habe große schwarze geschwungene Pfeife. Die habe ich mit 16 oder 17 habe ich die, glaube ich, dann damals bestellt. Und habe damals auch mit Pfeiferare angefangen. So, da könnten wir hochklettern. Das bringt uns aber nichts. Kann man das Ding schieben oder irgendwie... Oh, oh, cool, das geht, das geht. Ja, sau gut. Dann machen wir das doch. Ja, sau gut. Okay, dann humpel mal du hier, Holzbär. Schnapp da mal den Schlüssel. Dann gehen wir wieder runter. Und wie schaut es dann da aus? Okay, das sieht aus, als würde es da weitergehen. Ich will das nicht, ich will das nicht. Kann ich die Lampe hier anmachen? Ja, sehr schön. Ich bin immer verlicht in Horrorspiele, definitiv. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, was in dem optionalen Schlüsselraum da ist. Alter, der humpelt ja die Treppe hoch. Das ist ja nämlich feierlich. Ich guck's lieber nur aus dem Aare-Winkel. Ich will das gar nicht so wirklich sehen. Ich bin halt so ein Schisser, jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das? Oh, das ist äußerst erbauend und ich habe auch gar keine Gänsehaut oder ähnliches. Mir geht's absolut blendend und scheiße, erst 11,5 Minuten rum. Was ist denn das? Ah, das ist... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Das ist Bild von seiner Frau, wo das Gesicht allerdings ausgebrennt ist und das Kläkind ist bei ihr. Okay, das hat auch überhaupt nicht verstörend ausgesehen, das Bild, oder sonst irgendwie geistig, so, dass man drüber nachdenken müsst. Was ist passiert? Was ist passiert? Ist die denn nur zugegangen? Bitte lass dich wieder... Lass dich wieder öffnen. Oh Mann, allmählich kriege ich Schiss. Krebsmenschen, Krebsmenschen. Oh, ich will's nicht. Ich will's nicht sehen, wenn die wieder kommt. Ich will nicht die zuckende Gestalt wieder sehen. Oh, bitte lass es nicht sein. Höchst entstellt, die verbrannt, die Fraß sei. Bitte nicht, die hat eine Hauttransplantation gehabt. Die müsste doch eigentlich wieder gescheit aussehen. Weg hier aus der Gruselbibliothek. Oh oh. Oh oh, Telefon klingelt. Ach du Scheiße, was für ätzendes Geräusch. Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört es laut genug. Ich will die Effekte nicht noch weiter höher schrauben, sonst kriege ich Schiss. Weil auf der Kopfhörer das Ganze zu hören, ist ja nochmal ganz andere Erfahrung, als es einfach nur so über die Buchse zu hören vom Fernseher. Oh, da haben wir was Langes zum Lesen. Okay, sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten, und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen. Und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnten in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Das ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärke und Unterstützung, das kann ich nämlich so lesen, und Unterstützung beanspruchen oder eine Langzeitrehabilitation mit ihr zu besprechen, dürfte gesamte Kollegen mich kontaktieren, keine Ahnung. Und dann noch so ein verdammter Quacksalber. Okay, ja krass. Das ist hier ohne leider so überlagert, ihr seht es so selber hoffentlich. Wo haben wir es dann? We fix your wife. You have to understand that she went through cannot be undone with one simple procedure. Soweit waren wir schon. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Also es ist eine lange Angelegenheit, die allzeit Stärke und Unterstützung benötigt. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term
Rehabilitation Program. Sincerely, Robert Richards, MD. Also bitte fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren oder meine Kollegen, sollten Sie eine Langzeitrehabilitation zu besprechen wünschen. Mit freundlichen Grüßen oder hochachtungsvoll Dr. Med Robert Richards. Okidoki. Oh, ich hoffe, ich sehe nicht dieses abartige Grinse, was durch die Verbrennung zustande komme. Ist das... Oh, ich möchte das nicht sehen. Ich will nicht wissen, wie das aussieht. Okay, jetzt. Jetzt hat's aufgehört. Telefon ist weg und insane, Alter. Insane in the membrane. Insane in the brain. Okay, wir sind wieder da. Erinnert mich so ein bisschen an Silent Hills PT, wo man auch ständig dasselbe Gang entlang läuft. Jetzt ist aber nichts mehr da drin. Wow, Mann. Insane in the membrane. Insane in the brain. Whoop. Da kommt's. Hi. Insane in the brain. Kann ich dich benutzen, du hässliches Telefon, oder? Wobei, hässlich ist es nicht. Ich mag ja so alte Gerätschaften, muss ich echt gestehen. Aber es ist gerade scheißen gruselig und nervtötend mit dem ständigen Sound. Und ich mag mich nicht umdrehen. Ich will nicht wissen, was hinter mir passiert. Und ich babbel jetzt nur noch in einer Endlosschleife. Weil ich Angst habe, ich muss sterben, wenn ich aufhöre zu sprechen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da ist wieder was. Das ist wieder dasselbe, okay. Insane in the membrane. Insane in the brain. Alter. Ja, ich würde dich ja saugern verwenden, so ist es ja nicht. Aber, es rührt sich hier nicht. Kann ich dich von hinten irgendwie, Armer, oder... Ja, hallo. Wer ruft denn an, so soll später Stund. Lass mich in Friede. Horrortelefon. Ich will's nicht. Ich will's nicht. Wenn ich mich rückwärts näher? Ich will nicht doch hingucken, verdammt nochmal. Jetzt macht's normale Klingelgeräusche. Ich will's nicht sehen, was hinter mir passiert. Verdammt mich nochmal, ich will's einfach nicht sehen. Insane in the membrane. Insane in the brain. Igitt. Oh yeah. Dum. Scheiße, ich hab Schiss. Ich will nicht wissen, was hier passiert. Aber ich glaube, ich sollte noch Hinweise suchen. Noch eine Telefonnummer oder ähnliches. Oh Gott, jetzt hat's wieder aufgehört. Alter Falter. Das Spiel macht mich gerade fertig. Da ist aber keine Telefonnummer oder ähnliches drauf. Oder? Es ist nicht irgendwie die Nummer von seiner Kollege oder so drauf geschrieben. Nee. Ach, ohne ist nur ein Tinteklecks. Ich weiß es nicht zur Sache, was ich hier zu machen habe, um ehrlich zu sein. Hat das Gemälde vielleicht irgendwas für mich? Nee, das Gemälde hat auch keine Nummer parat. Ich bin gerade etwas ratlos, muss ich gestehen. Ein paar Minuten habe ich noch Zeit, um das irgendwie selber rauszufinden. Ich will ja ahnen, dass ihr die ganze Zeit in der Telefonendlosschleife steckt, wie ich. Und irgendwie ist es auch etwas Spielspaß hindernd. Okay. Okay. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt rückwärts. Ihr könnt mich mal. Ja, hallo. Ich würde mich gern... Kann ich mich bücken, oder? Kann ich irgendwas an dem Ding machen? Ja. Ich weiß. Du bist auch sehr, sehr geduldig dafür, dass du so ewig lang hier aushältst. Aber ich komme nicht dran. Ich kann einfach nicht dran gehen. Ich weiß nicht, was los ist. Mensch. Hab noch ein bisschen Geduld. Hab noch 15 Minuten Geduld und lass es durchklingeln. Damals ging dann nicht der Anrufbeantworter dran. Da hat man noch wirklich Zeit gehabt, ans Telefon zu gehen. Verdammt nochmal. Und die Leute waren auch noch sehr viel höflicher, was die Wartezeit angeht. Auch wir gehen jetzt einfach mal im Kreis rum. Da wird schon irgendwas passieren. Und wenn ich mal nur in die Hose brunze oder sonst irgendwas. Lass das sein.
Magdalene, gib mir einen Rat. Yes, Spears. Keine Ahnung, was der sagt. Oh yeah. Also wir werden hier vom Duffman verfolgt. Oh Mann. Ich mache jetzt nochmal einmal hier Rondell. Und dann müssen wir mal gucken, wie es ausschaut. Ansonsten bin ich echt... Gitt. Ansonsten bin ich echt ratlos. Ah. Yes, speaking. What? What fire? Oh God. Is she... Which hospital? I'm on my way. Okay. Okay. Dann ist das stellvertretend für den Unfall mal wieder. Ich denke, jetzt müssten wir aber durchkommen können. Jetzt haben wir ja den Hinweis geknackt. Und irgendwie müssten wir jetzt durchhumpeln können. Hoffentlich. Ah ja, es sieht schon ein bisschen anders aus mittlerweile, glaube ich. Befürchte ich. Weiß ich. Bin ich mal sicher? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen, ihr liebe Leute. Ja, wunderbar. Du komm mal raus. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich auch hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.